So, hallo. Willkommen zum neuen ersten Battle Report. Zum neuen ersten. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Achte Edition. Genau, noch nicht 9., aber bald. Das ist unser zweitletzter 8. Edition Battle Report. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, was ich geflüstert habe. Ja, das ist unser zweitletztes 8. Edition Battle Report und oder Spiel. Genau. Ja, und unser erster Battle Report auf diesem Kanal. Und ich bin gehypt, weil ich noch keine Ahnung habe, wie man gute Battle Reports macht. Ich auch nicht, aber ich schaue gerne gute. Das stimmt. Ja, wir haben etwas Interessantes für euch mitgebracht. Und zwar, ich habe eine neue Armee dabei, und zwar Creature Agents heißt es. Agents of Bile. Und ich habe eine fast neue Armee, im Buch vorhin. Das stimmt. Also, ich spiele Knights und Admech. Er bringt neue Admech-Einheiten. Keine Mechanicus Knights aus irgendeinem Grund, weil meine so angemalt sind. Und ich finde, wenn schon schön zum Einsteigen und sie so schön in Terran-Blau angemalt sind, dann sind sie Terran. Ja. Obwohl Terran scheiße ist. Genau. Die unpassenden Armeefarben kommen dann später, wenn wir kompetitive Battle Reports machen. Dann sind dann die Terran Knights plötzlich Chaos Knights. Nein, Spaß. Nee. So schlimm wird es nicht sein. Raven, oder? Genau. Ja. Wie heißt das andere gute Haus? Vulcan? Nee. Ich habe keine Ahnung von Loyalisten. Ich auch nicht mehr. Ich habe schon zu lange nicht mehr Knights weil gespielt. Die sind... ja, sagt der Chaos-Kack. Feuer drüben. Ja, genau. Wir spielen 1500 Punkte. Maso. Ich weiß nicht, wie die Mission heißt, aber das kommt gleich. Wird noch eingeblendet. Genau. 1500 Punkte, 8. Edition. Knights und Admech und genau. Chaos Space Marines. Agents of Bile mit Chaos Knights gegen Admech und Imperialer Ritter. Wir haben sogar ein paar neue Einheiten dabei. Ja, ich habe auch eine neue Einheit. Eben, du und eine und ich eine. Ja, freut euch. Wenn ihr neue Einheiten sehen wollt, seid ihr bei uns richtig. Ah ja, den. Der ist nicht neu, aber schon. Ach ja, Manipulus. Genau, let's go zu den Armeen, oder? Ja, wir fangen an bei mir. Wir fangen an. Die Guten fangen wir an. Ja, fangen wir bei den Guten an. Nun, was kommt hier? Das ist meine Liste. Ich spiele ein Knight Detachment von Haus Terran und ein Battalion Admech von Mars. Wir fangen mal bei den Knights an. Ich habe einen Galant, der ist mein Warlord. Er hat einen Ironstorm Missile Pod mit Covering. Covering. Nein, Line of Sight. Ja. Einen armiger Heverin mit Autocannons und Stubber und einen Paladin Barebones. Ja. Dann er ist der Warlord auch gerade. Er hat das Terran Warlord Trait, das heißt, und das gibt Champion of the Household, er kann Charges rerollen. Passt das zu Terran. Relic ist die Paragon Fist. Was Gauntlet. kommt hier auf mich zu? Doppelte Stärke, -4, 8 Schaden. Und er hat kein Minus-Test zum Treffen. 8 Schaden, nicht schlecht, ja. Und wenn er ein Vehikel oder Monster umlegt, kann er das 9 Zoll werfen. Das heißt, wenn der auf den Ritter stößt, macht er Er haut ihm richtig eins in die Schnauze. Drei Schläge und der ist tot. Ja. Cool. Dann der Paladin bekommt auch noch einen Relic für einen Kommandopunkt, und zwar die Battle Cannon vom Haus Terran. Sie hat Stärke 9 und man kann 3 bis 6 würfeln und den discarden. Ja, macht die Battle Cannon ein bisschen besser. Ein wenig besser, ja. Dann das Battalion Detachment von Admech ist ein Dominus, ein Manipulus. Ja. Man jetzt endlich separat kaufen kann. Endlich. So ein geiles Modell. Dann haben wir zweimal Ranger, einmal ein 5er-Trupp mit einer Sniper und einmal ein 7er-Trupp mit 2 Snipers. Beim 7er-Trupp hat der Sergeant noch eine Arc-Maul. Ja. Ich hatte Punkte übrig. Dann haben wir einen 9er-Trupp Vanguard mit 2-mal Plasma. Der Sergeant hat ein E-Schwert und eine Phosphor-Blast-Pistol. Gebe ich nie mehr, aber es sieht cool aus. Die bekommen noch einen Dune Rider. Ja. Da rein geht dann wahrscheinlich auch noch der Dominus. Ja. Und dann flitzen die ein bisschen rum und löten dich da weg. Und dann haben wir meine neue Lieblings-Admech-Unit. 6-mal die Cerberus Riders. Die sind wirklich gut für ihre Punkte. Sniper-Pferdehunde oder
was auch immer die sein sollen. Da haben wir einfach Barebones. Ja. Ja, das wär's dann auch schon. 1500 Punkte. Ja, die Knights sehen Nicht ganz, ich habe 1999 oder so. Ich habe leider auch nicht 1500. Oder 98 oder so. Das war so knapp. So knapp, ja, nicht so knapp nicht. Ja, Wie knapp. und das wär's dann. Die klopfen dir schön einen auf den Kopf. Ja, die sterben hoffentlich vorher, aber ja, Ja. die Knights machen mir schon ein wenig Angst. Ich meine, einfach mühsam. das ist die Wenn ihr absolut... noch nie gegen die gespielt habt, sag nicht zu solchen. Die werden Sagt richtig nein zu solchen gut Spielen. in der 9. Edition. Sagt nein zu den Riders. Nein. Nein, die sagen nein zu dir. Ja, weil die davon rennen, wenn sie Genau. Charge spielen. Aber ja, das werdet ihr vielleicht noch sehen. Ja, das ist eben, wie schon gesagt, keine gemaxte Liste, aber mal wieder was Lustigeres. Das Ja. bringe ich ja sonst nie. Ich bin ein Genau. Power Gamer. Aber ja, das war's. Dann gehen wir zu Chaos. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Guten, der Bösen. Nein. Den Bösen. Zu den Auch Bösen. meine Liste. Nein, seine Liste. Genau, und ich spiele Agents of Bile mit Chaos-Rittern. Und zwar probiere ich mal einen Custom-Household aus. Nämlich? Nämlich als Über-Household nehme ich Iconoclast, das heißt plus 1 plus 1 Angriff und plus 1 AP. rennt auf der Nahkampfwaffe, wenn man gecharged worden ist oder heroische Intervention macht. Und ein zusätzliches Modell flieht innerhalb von 12 Zoll in der Moralphase. Hoffentlich nicht. Und als Custom Household nehmen wir etwas, das zu den Iron Warriors passt, weil meine Knights so angemalt sind. Und zwar plus 6 auf die Reichweite von allen Waffen, die länger als 24 Zoll sind. Das gefällt mir nicht. Das finde ich wunderbar. Dann bin ich schon in Dann sind meine Melter 21. nämlich 50 Zoll, nein, 70 Zoll lang. 21 bin ich in seiner Melterreichweite. Ja genau, weil die Melters haben dann 42 Zoll Reichweite. Das ist der längste Melter, den ihr je gesehen habt. Ja? Ja, eigentlich wirklich. Wirklich. Und alle Waffen, die unter 24 sind, die kriegen nur plus 2. Aber spielt, glaube ich, nö, spielt keine Rolle. Genau, dort dabei haben wir, wie Willi schon mit viel Angst gesagt hat, einen guten alten Knight Spoiler mit 2 Melters. Und natürlich noch Heavy Starver. Mein Galant da drüben ist ein Melter vorne drin. Hat sich gegönnt. Eben, Punkte für Rick. Ja, dann haben wir zweimal Armigers, beide sind gleich. Und zwar Warglaves mit auch dem Melter und dem Heavy Starver oben drauf. Ja, das ist mein Knight Attachment. Hier gebe ich noch einen Kommandopunkt aus, um ihn zum Warlord zu machen und ich Tun wir einen Warlord Trade zu geben. genau, um einen Warlord Trade zu geben. Und zwar, dass er innerhalb von, dass er Objective secured hat. Oh. Ich will das mal ausprobieren, ich habe das noch nie ausprobiert. Und Maelstrom vielleicht wird Mühsam, ich habe nicht so viele Troops. ja, vielleicht wird's gut. Wir werden sehen. Ja, wir werden es. Genau, das sind meine Knights. Und dann kommen wir zu den spannenden Agents of Bile. Dort muss natürlich dabei sein, ganz vorne, Fabius Bile persönlich. Das neue Modell natürlich schon. Und mit Hübscher dabei, Junge. Hübscher Junge, genau. Mit dabei haben wir seinen Sklaven, seinen Bediensteten seinen Assistent, genau, Ja, genau. Den Surgeon. Ja, die werden ein wenig über das Feld laufen. Er ist Warlord, er muss Warlord sein, damit man Agents of Bile spielen kann. Sein Warlord Trade ist leider nicht so der Wahnsinn. Weißt du, was es gibt? Mindestens auf meiner Moral, oder? Nein, es gibt, du musst 2 Würfel werfen innerhalb von 6 Zoll und den höheren neben dem Moralfaden. Ja, das ist doch Nein. okay. Ja, wenn er mal ein 6 Zoll ist, kann es vielleicht mal 2, 3 zusätzliche Modelle Ja, das geht schon, würde ich nehmen. sagen. Aber ja. Und das Relic, das wir gratis kriegen, kriegt der gute Dark Apostle und zwar auf 5 plus 1 Kommandopunkt zurück. Für jeden Kommandopunkt, den Mühsam, ich mühsam. ausgebe. Finde ich toll. Gib mir Kommandopunkte. Und Kommandopunkte sind, wie Gewe schon mit der 9. Edition gesagt hat, immer gut. Immer gut. Mit dabei nach dem Sehe ich HQ-Slot haben wir den Champion, und zwar den Exalted Champion. Der bekommt Supreme Creation, das heißt ein Kommandopunkt und ich kann ein Charaktermodell von den Agents of Bile auswählen, von 3 verschiedenen auswählen. Und ich gebe ihm mal plus einen Angriff, wenn er charged
und +1 auf Rennen und Chargen. Das ist gut. Ja, solid. Finde ich sehr gut für einen Marco. Kann man auch Dämonenprinzen und all den guten anderen Akustikas haben. Einen Disco-Lord auch, oder? Ja, ist auf Charaktermodell beschränkt. Sehr nice. Das ist gut. Genau, und als Bewaffnung hat er ein Kettenschwert und eine E-Faust. Dann kommen wir zu den Troop-Joys. Da haben wir mal hier ein paar Kultisten, wie man sie kennt, 10 Mann. Die machen nichts. Nix, ja, das Checkt man, genau. Und ich spiele Chaos Space Marines. Und zwar ganze 20 gleich mal. 2x10, hä? Ja, 210. Hier haben wir den einen Trupp in Grau. Die haben zweimal die coole, geile Chain Cannon. Da, genau. Und der Sergeant hat noch einen Kombi-Bolter. Ja. Ja, Warum nicht? kann man sich gönnen. Ja. Und dann haben wir Nahkampf Chaos Space Marines. Die sind hier. Mit zweimal Meltern, einmal Kombi-Melter beim Sarge. Und der Sarge hat noch eine Power Fist. Ja. Energiefaust. Energiefaust. Energy for the Chaos Gods. Ah ja. Nix da. Ich habe eine größere Faust. Ja, also die ist sehr stark erzählt mit seiner Faust. Ja, für die, die es nicht kennen, 16. Agents of Bile gibt allen Infanterie, Bikers und Charaktermodellen plus 1 Hellbrutes Stärke. auch, oder? Ja, Hellbrutes auch noch, ja stimmt. Plus 1 Stärke und plus 1 auf die Bewegung. Für die Kunden. Oh, ist nicht schlecht. Ja. Und weiter dabei, im Elite-Slot haben wir 8 Possessed. Die fahren im Rhino mit. Und der Rhino hat einen Havoc Launcher und zweimal Kombi-Bolter, weil ich noch ein wenig Punkte hatte. Ah, du auch? Ja, ich auch. Ja, das ist meine Armee. Ja. Und Sind wir gespannt. ja, ich will mal sehen, ob der längste Melter der Welt, ist gerade auseinandergefallen, der längste Melter der Welt gegen die größte Faust der Welt ankommt. Also ich hoffe, ich darf anfangen, wenn sonst stirbt einer von den Großen. Vielleicht nicht mal. Vielleicht. Aber wir werden sehen. Hoffen wir es nicht. Wir sind gespannt, ihr seid gespannt wahrscheinlich und lasst Auf uns geht's. mal einfach beginnen. Wir würfeln mal und stellen dann auf. Genau. Genau, Ida hat gerade fertig aufgestellt, oder? Jo. Ja, hier hat er überall seine Modelle hingepflanzt. Das Schau, jetzt hätte ich gerne einen kleineren Tisch. Ja, mit seinem Ritter, der unbedingt zu mir kommen will. Ja, und jetzt habe ich weniger Platz zum Heiden. Hätte ich weniger Platz zum Heiden, wäre jetzt schon 9. Edition. Wir spielen Frontline Assault. Frontline Assault. Ist die Aufstellungsart. Genau, und die Mission ist... Maelstrom of War. Ja, und zwar Ambitious Search heißt sie. Und die ist eigentlich ganz einfach, wir bauen uns ein Deck, wie man sich gewohnt ist, aus den Karten. Und jeder wählt dann wieder 3 Objectives im Play und der Gegner wählt dann immer eins, das einen Punkt mehr gibt. Ja, so, wir haben aufgestellt und zwar auf dieser Seite hier Chaos und da drüben steht das Imperium. Ich bin Defender und Will ist Attacker. Ja. Ich zeige kurz meine Seite und dann gehen wir auf die andere. Hier haben wir einen 10er Trupp Space Marines, den Dark Apostle und einen Armiger. Hier ist auch Objective 6. Dann haben wir den Rhino mit den Possessed und dem Exalted Champion. Hier haben wir Objective 5, dann der 10er Trupp Marines mit zweimal Melta und Fabius Bile und den Armiger, Kultisten und den Ritter mit dem Double Melta. Genau, und auf der anderen Seite, was haben wir? Einen Dune Rider, dann haben wir den Paladin. Hinter den beiden Fallen Knights hockt hier der größere Sniper-Trupp. Dann haben wir die Galanten, die Hundpferde, dann den anderen Trupp der Manipulus hier und dann der Helverin. Wunderbar, dann darfst du beginnen. Ja, Will ich die Initiative klauen? das musst du wissen. Ich hätte hier einen Würfel. Lieber nicht. Nein, ich lass dich sogar beginnen. Na dann, zieh ich Ja. mal meine Karten. Auf ein gutes Spiel, ja, zieh dir deine Karten. So, was hast du Schönes gezogen? Also, wir haben hier Blood and Guts, Decktes. Big Game Ja, Hunter Blood and Guts. und ein verdecktes. Blood and Guts. Was gebe ich einen Punkt mehr? Ich gebe dem Verdeckten.
Nein, ich gebe Blood and Guts einen Punkt mehr. Blood and Guts. Genau. Gibt einen mehr, wenn ich es jetzt schaffe. Ja, dann beweg du mal und wir sind dann auch wieder zurück. Gut. Am Anfang noch Canticles. Oh ja, das... Wir würfeln, weil ich Mars bin. Ich bekomme die 2 und die 6. Die 2 ist das Mars Canticle. Ja. Und die 6 ist einer Trefferwürfel wiederholen im Schießen. Top. Ich mache noch mal einen Prayer. Der steht hier. Und mache plus 1 zum Treffen in der Schussphase auf die Marines. Auf die 2. Hat er geschafft. Gut. Der Manipulus macht noch die zusätzliche Move-Aura an und die würden noch latschen. Ja. Bevor meine Bewegungsphase anfängt. Dann machst du das noch. Und dann schauen wir nach der Bewegungsphase, wie das Ganze aussieht. So, du bist ordentlich nach vorne gegangen, nicht wahr? Ja, was ist passiert? Der ist gerannt. Ui, der steht ja schon nach. Der hat eine 5 gewürfelt mit plus 1 vom neuen Imperialen Ritter. Ja. Bonus ist der jetzt 18 nach vorne. Die sind ihre 12 plus 1 vom Manipulus 13 nach vorne. Ja. Die sind sonst alle haben sich ein wenig bewegt. Die sind, die sind auch gerannt. Ja. Die sind stehen geblieben. Der ist ein bisschen nach vorne, dass er auf Kultisten schießen kann. Ja. Und das wär's dann eigentlich auch schon. Wunderbar. Dann schießen. Zaubern machen wir nicht, aber Nein. schießen tun wir. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es nach der Schussphase aussieht. So, was ist passiert? So, Hier ist etwas passiert, der hat Oh ja. Wunden verloren. er hatte den Melter drauf geschossen, nichts gemacht. Ja. Und die haben ihm schnell 6 Schaden gemacht. Ja. Die haben wir einfach mal kurz 6 Schaden gemacht. Sie haben alles getroffen und 3 Sechsen beim Wunden gewürfelt. Nicht schlecht. Der Armiger und der Paladin haben da ein bisschen reingeballert Ja, und den haben wir nicht angeknuspert. leider der ist jetzt nicht auf 3 gekillt. Wunden. 2 Wunden unten. der Dune Rider hat noch 2 Kultisten Kultisten, getötet genau. und das war's dann auch schon. Ja, dann Die Charge-Phase ja, ist jetzt spannend. spannend. Gerade an. Das kann man machen. Wo willst du chargen? Also ich gebe mal zuerst 2 Kommando-Punkte aus. Dass der chargen Er darf chargen, er chargt den und die Marines. Okay, dann Abwehrfeuer. geben wir mal kurz Abwehrfeuer. Der Rhino. Zuerst mal 8 Schuss Bolter. Da freue ich mich auch auf die neue Edition, da musst du nicht Ja. immer so viel würfeln. Naja, nix. Ein Havoc Launcher sind 5. So viel Schuss hätte ich auch gerne gewürfelt. Nix. Und dann Marines, 3-mal Melter. Das sind vielleicht nicht mal alle in der Range. Wir messen das kurz und nachher kommen wir zurück zur Charge Phase. Oder, ja. Dann haben wir Wo sind die einmal Werte? Einer. Da. Der ist wahrscheinlich schon bis dort und einer nicht. Ja. Ich würfel einfach noch mal. Ja, würfel. 2-mal Zwei. Melter. Nö. Nee. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3 Pistolen etwa. Nee. Gut. Gut. Also wie weit? Dann, Terrin macht 3w6 und sein Warlord Trait ist, der darf Charges rerollen. Ja, 11. das ist die 12, weil 12, ich komme ja. plus 1 auf Rennen und Chargen, das wird reichen. Gut, hier ist etwas passiert und zwar der Rhino ist verschwunden. Ja, der Rhino ist explodiert. Ja. Ist explodiert, hat 3 Wunden hier gemacht, 3 Wunden hier auf einen die getötet 100. und die sind ausgestiegen, da ist einer gestorben dabei. Leider nur. Er hat noch versucht, den Rhino da reinzuwerfen, aber irgendwie hat er... Der hat nicht getroffen, der hat ihn irgendwo ans Ende des Tisches gejagt. Ja. Dann Ja, zu den Punkten. Punkte. Wir haben Blood and Guts gemacht Ja. für 2 Punkte. Dann haben wir Big Game Hunter gemacht. Ja. Dann sind wir bei 3 Punkten und wir haben die 5 secured. Die ist Da, in bei der dir. Mitte. Nein, bei dir. Ah, bei mir. Ja. Ja, da bin ich wohl nicht in 3. Nein. Und dann habe ich noch First Strike, das heißt, ich bin auf 5 Punkten. Ja, gut. So, ich habe gelegt. Und zwar gibt's Mystery. Erobern und Twine, das ist ein Objective. Wenn der Gegner das zu Beginn des Zugs kontrolliert und ich es am Ende, dann bekomme ich W3 Victory Points und Missionskit Justice, das ist die 6, die Und das ist hier. da hinten. Wo möchtest du mir den Punkt Ja, auf geben? dem Verdeckten. Die anderen sind ein bisschen zu einfach, ehrlich Gut. gesagt. Dann schauen wir mal, wie es nach meiner Bewegungsphase aussieht. So, wir haben alles bewegt. Der hat sich fast nicht bewegt. Nein, wir haben den nicht bewegt. Oh, den machen wir noch kurz. So, 14 Zoll. Dann schieb den kleinen Kacker noch nach vorne. Der geht dahin. So, wo sind wir stehen geblieben? Hier. Dark Apostle, der ist etwas nach vorne. Die sind nach vorne gehüpft auf das Objective. Der ist da nach vorne gelaufen. Die Possessed sind etwas näher gegangen. Der ist in die Mitte gegangen, der Exalted Champion. So. Die Marines sind hier nach vorne. Der Knight ist aus der Deckung gekommen. Der Armig ist seine 7 noch nach vorne gelaufen. Und die Kultisten hier aufs Objective. Genau, das war's schon und wir kommen nach der Schussphase zurück. So, wir haben ausgeschossen.
Wir haben einige Kommandopunkte ausgegeben. Und zwar, bevor wir überhaupt geschossen haben, hatten Fabius, ich will dann die ganze Zeit Huren sagen, aber Fabius, der hat sein Gift da mal in die Marines reingejagt und ihnen Stärke 5, Widerstand 5 gegeben. Man kann man immer gut gebrauchen. Ja. Dann haben wir geschossen. Die hier mit Veterans of the Long War gezeigt, dass auch Bolter ordentlich Schaden machen, haben da ein paar Pferde weggelötet. Der hat genau gar nichts gemacht. Der hat noch 5 Schaden gemacht, nicht schlecht. Die haben hier auch nichts gemacht mit dem Meltas, aber der hat dafür noch 18 Schaden in den hier reingetan. Du hast Rotate Iron Shield auf den gemacht. Ja. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Und wir kommen in die Charge-Phase. Ja, und dann kommen wir am Ende des Zugs nochmal zurück. Ja, eigentlich wollten wir nach dem Ende der Fight Phase durchschneiden, aber ich kann würfeln. Eine Meisterleistung geboten. Darum spiele ich keine Knights mehr. Ich kann nicht mit ihnen würfeln. Ich war schon mal am Turnier, ich habe angefangen, ich habe 5 Schaden gemacht. Ich hatte einen Castellan, einen Crusader und einen Paladin. 5 Schaden. 5. Und jetzt guckst du dir die Scheiße an. Also der Knight hat auf den Armiger geschlagen. Er ist gestorben und kann ihn nochmal schlagen für 2 Kommandopunkte. Ja, alles so wie man es kennt. Er hat sehr gut getroffen, aus 5 auf 4 plus 4 Mal. Nicht schlecht. Und dann kommt das 2 plus zum Wunden. Und dann kommt der Commander Reroll und wir haben immer noch 3 Einsen. Ja, der verliert zwar 8 Wunden, hat noch 4, also aber... Ja, immerhin setze ich jetzt nochmal einen Kommandopunkt ein. Ich mache Death Grip auf deinen Kack-Charakter. Ja, kannst du es auch machen, wenn du stirbst. Es ist nachdem ich geschlagen habe. Okay. Ja, eine 5. Gut, das heißt, ich treffe dich, du kassierst 3 Mortal Wounds. Hat er noch 1. Jetzt dürfen wir vergleichen. Du kassierst nochmal die 3 Mortal Wounds. Ich bin tot. Wunderbar. Immer hat sich das gelohnt. Wie viele Kommandopunkte hast du noch? 4. Ja. Gut. Dann nehmen wir den mal weg. Bye. Bye. Und wir kommen auch gleich zu den Objectives. Also er hat auf das Verdeckte getan und das Verdeckte ist Überlegenheit, genau. Und das gibt mir W3 plus 1 und zwar 3. Also 2 plus 1. 3. Dann erhobene 2 habe ich hier, das gibt mir 3. Also 6 habe ich. Und Missionskritis habe ich auch, das gibt aber nur 1. Ja. 7 plus First Strike. Ja, plus Warlord. 8 plus Warlord, 9 also. Und dann kannst du mal deine ziehen und dann kommen wir gleich wieder zurück. So, Objectives, was haben wir? Assassinate, Secure Objective 2, das liegt gerade hier. Und Verdecktes. Ich gebe dir... Ich gebe es auf die 2. Nee, ich nehme das Verdeckte. Jetzt muss bei mir alles gut laufen, sonst ist das Game sowieso gelaufen. Ja, erzählen wir es mal. Luck or no luck. Aber er spielt Knights. Kein Luck. Was sagst du, 9. Edition, wirst du Knights spielen? Nee. Guck, ich habe schöne Terran Knights. Die können nix! Vielleicht kann er auch. Ich kann einfach nicht mit denen würfeln. Es geht nicht. Das stimmt. Immer. Die machen nix und sterben einfach. Immer das gleiche mit den Kackbratzen. Wir kommen bald zurück nach der Bewegung. So, draußen lärmen die imperialen Ritter, falls ihr es hört. Und du bist gelaufen. Was hast du Schönes? Ja, der Knight ist nach vorne, der hofft den Charge nach da hinten zu machen. Hier sind ein paar ausgestiegen. Die sind stehen geblieben. Er ist ein bisschen drüber, dass er die beiden Armigers sieht. Und wunderbar. Sind auch stehen geblieben. Gut, dann wird geschossen, habe ich gehört. Ja, das siehst du richtig. Hier sind 3 Marines gestorben. Der Armige ist weg und der da drüben ist auch weg. Es hat leider ein bisschen viel gebraucht, um die beiden Armigers umzulegen. Genau, und jetzt kommt der entscheidende Charge. Jetzt gucken wir mal, ob der das macht. Ja. Terran würfelt 3W6. Und ich bekomme plus 1 dazu. Ja, der macht es. Der macht das auf der 12. Aber Feuer. 10 Schuss. Oh, nee. Ich habe schon eine 6 gesehen, hat mir in die Hose gemacht. Ach, macht er 10 Schuss. Mehr wie ich mit 3W6. Ja. Der sieht einfach seinen... Dafür trifft er nicht. Angenehm. Das ist nicht angenehm. Das ist sehr angenehm. Ja, gut, dann schlag mich mal. Ja, wir haben 4 Angriffen. Auf die 3. Auf die 3.
Ja. Ich werde überleben. Wiederhole ich hier. Ja, ich wiederhole noch einen. Ja. Und auf die Schwert 3. Doch. Zweimal. Ja, dann fresse ich 12. Ne, ist nur -3. Ja, fresse trotzdem 12. Gut, dann immerhin auf der schlage Bracket. ich dich nachher noch zurück. Und dann kommen wir am Ende der Phase. Wollen wir wetten, er macht mir gleich viel Schaden wie Zurück. ich ihm? Das wäre natürlich wunderbar. Das wäre natürlich lächerlich. Gut, wir sind fast zurück. So, Ende der Charge Phase. An der Nahkampfphase. In der Nahkampfphase. Er hat nochmal geschlagen für 3 Kommandopunkte und den... Knight knapp getötet. Ja. Ich habe jetzt keine Kommandopunkte mehr. Ja, ich habe 7 noch im Return gemacht. Ja. Hier noch Moral, das auf eine 6 rennt noch einer. Nein. Die sind und so, der das Rest war's. muss Dann zu den Punkten. Ja. Ich habe Assassinate gemacht, Ja. weil der ein Charakter ist. Ich habe die 2 hier. Ja. Und dann hier, das hier gibt mir 5 Punkte. Was? Guck mal, wie schön. Die 14. Ja. Ich bekomme einen Punkt für jedes Vehikel oder Monster, das ich umgebracht habe. Und für natürlich nur mit denen, die ich auch mit den Knights umgelegt habe. Also der zweite Armiger hier nicht. Doch, der ist durch die Battle-Cannon gestorben. Ja. Und für jedes Titanic, das ich umlege, bekomme ich 3. Das heißt, ich bekomme 5 durch das. Ja. Und noch einen, weil du mir den Bonus gegeben hast, raus. Wieso? Ich mache 8 Punkte diese Runde einfach. Ja, dann muss ich da mal ordentlich zurück. Das heißt, ich bin Lage. jetzt auf 11 und du bist auf 9. Ja. Ja, Ja, dann mal sehen, was ich tun kann. schauen wir mal, wie es weitergeht. So, nach dem Swingback, worauf willst du mir einen Punkt geben? Ich habe Blutvergießen, Gezielte Tötung. gezielte Tötung und ein verdecktes. Was gibt's Schönes? Ich denke, ich gebe dir auf Blutvergießen einen Bonuspunkt. Es wird also Nahkampfzeit. Ja, Ja. Nahkampfzeit ist die beste Zeit. Dann bewegen wir uns mal und wir sind bald zurück. Wir sind gelaufen. Also die nicht, weil die wollen Bolter-Disziplin auf die da drüben. Und hier, die sind alle Richtung Ritter gegangen. Beil möchte natürlich noch Waffen und zwar +1 Attack auf die Possessed. Auf einen stirbt einer. Da stirbt einer. Ich habe noch 4 Kommandopunkte. Ja, das ist einer. Stirbt. Nehmen wir den. Gut, und genau. Dann Hier haben wir noch einen Kommandopunkt ausgegeben, damit die rennen und chargen dürfen. Genau, dann wäre das. das. Ah, wir müssen überhaupt würfeln, wie den +1 Attack bekommen. Ja, die 3 ist +1 Attack. Wunderbar. Wunderbar. Ja, gut, dann schießen wir mal und chargen danach. So, Schussphase ist schnell erklärt. Hier sind die kurz runtergeschossen Boltert worden. und gegattlert. Den hier, dann der Meld hat einen Schaden gemacht, eine Pistole hat einen Schaden gemacht und mehr nicht. Und wir kommen in die Charge-Phase. Ja, beginnen mit den Marines. Na dann, die Battle Cannon, die macht wieder mal einfach nur 7, weil die irgendwie keine Lust hat auf viele Schüsse. Trifft dafür 2-mal. Und wundet 2-mal. Nein, 2 Wunden, die haben wieder schon. Ah, 5. stimmt. Ja, Einmal. einmal. Stirbt einer. Stirbt einer. Und dann noch die Stubbers. Ja. Dann haben wir einen. Der wundet. Den habe ich. Gut, die kommen ganze 9 Zoll und wir kommen nach der Nahkampfphase zurück. Es gibt keine Ritter, doch es gibt noch einen Ritter auf der Platte. Wir haben hier noch den Helverin, aber der ist gegangen, die Possessed haben den... Schon ab dem Possessed ja. ist er verreckt. 2 Kommandopunkte, das eine neue coole Stratagem und zwar ein Kommandopunkt und wenn die Unit innerhalb von 12 Zoll ist zu Beil, darf sie alle Hits, alle Trefferwürfe wiederholen. Ja, Und wer? genau. Ja, das war das. Schauen wir mal Punkte. Wir haben Königsmord, das haben wir schon geschafft. Es gibt mir 3. Uff, gezielte Tötung gibt mir 1. Und Blutvergießen gibt mir 1. Ja, 2 mit dem 6, genau. Dann bist du jetzt auf 15 und ich auf 11. Ja, 15 zu... Nein, ich auf 13. Ja. Gut, und dann schauen wir mal, was du ziehst. Let's go! Ich habe Secure 3, Secure 4 und ein verdecktes. Und ich gebe auf das Verdeckte, weil er schafft sowieso alles. Ja, 3 und 4 ist dort, ja.
Ja, dann gehe ich. Dann bewegst du dich mal. Canticles noch. Ah ja, Canticles. Ich bete noch kurz. Ja, hat er geschafft mit seinen Dark Disciples. Auf die 2 wieder +1. Ich wähle Mars. Ja. Gut. Dann bewegst du dich. Gut. Der ist verschwunden Der da. hat sich verpisst. Der Armiger ist nach vorne auf die 4 natürlich. Hier ist Ja, der ist. Dominus. Und das Boot ist nach auf. vorne und die sehen einfach die Marines da. Wunderbar. Dann. Die Schussphase. So, Ende Schussphase Imperium. Und Ende Zug Imperium. Ja, Sie haben keine Charge. Okay. Ich habe ein paar Marines weggeballert. Die Sniper haben Beil versucht zu töten, was nicht funktioniert Der hat. eine Runde verloren und die hält er sich danach wieder. Der ist halt schon ein übler Und Kerl. er hat einen ganzen Possessed umgelegt. Genau, wir schauen mal, ob da noch etwas wegrennt. Die haben 7. Bei Nein, sie haben einen noch in der Abwehr vor. Also nur 6 verloren. Du hast in einem Abwehr vorher noch getötet mit dem. Ah, stimmt, ja. Ja. Die stirbt. Das ist jetzt dumm, weil die hätten Melter gehabt. Das wäre schön gewesen, wäre da noch was weggerannt. Ja, das ist natürlich super, weil wir meltern das Boot nachher weg. Leider ja. Oder wir hätten Arm. Nein, da kommen wir nicht dran. Hoffentlich. Dann schauen wir mal. Und Punkte. Punkte, ja. Ich mach die beiden. Ja, der Bonus also nicht. Nö. Dann habe ich richtig gepokert. Ja, nicht so. Ich werfe das. Große Frage. Erwerfen, nicht erwerfen. Ne, ich behalte es. Gut. Ja, ich bin gelaufen und die Objective zeigen wir auch noch kurz. Haben wir verdeckt. Dann keine Gefangenen, da hat er auch einen Punkt drauf gegeben und Secure auf 5. Genau, der ist hier eigentlich an die Wand gegangen. Die sind zu Objective 2 gerannt, weil es auf die 5 gegangen und da habe ich noch einen Kommandopunkt ausgegeben, auch ein durch das Relic zurückbekommen, dass die dürfen rennen und sind gerade mal und chargen. Der Dark Apostle hat das Relic. Genau, der Dark Apostle hat das Relic. Die sind jetzt da hingelaufen. Wunderbar, dann schauen wir mal, wie es mit der Schussphase aussieht. Ich habe nicht viel zum Schießen, ich habe 3 Melter. Wir machen das gleich mal und wir geben dann Kommandopunkt, dass wir alle Trefferwürfe wiederholen dürfen. Ha! Hat sich gelohnt. Auf die 3. Einmal. Ja, wie viel Schaden? Stimmt, kannst du nichts machen. 4. 4. Gut. Hat Ja, hat sich sehr gelohnt. Da können wir beide noch reinschießen. Ja, das geht auch. Auf die 3. Komm Beil. Go! Trifft zweimal. Auf die 6. Einmal mit -2. Hab ich. Ah, schade. Nix da. Dann kommen wir Dann in die Charge-Phase. Charge-Phase. Also, wer chargt denn als erstes? Ja, die Marines. Die Marines. Genau. Ich hoffe, der tötet. Nein, wir machen die Possessed. Ja. Die Possessed. Ja. Schade, nicht die Marines zuerst sterben wollen. Eine Wunde. Ja. Verliert einer ein Leben. Ja. Die chargen auch nur den Panzer. Ja. Jo. Ja. Mit +1 sind das 6. Ja, wir bewegen das Ganze und wir kommen nach der Phase. Wir haben immer Spektakuläres geboten. Oder ich. Spektakulär kacke gewürfelt. Ich gut. Ich habe so wie immer. Spektakulär gewürfelt. Nein. Aber schon ein bisschen. Ja, doch ein bisschen. Ich zeige euch gleich, was passiert ist. Ihr wollt nicht mich sehen, so. Da ist nichts passiert, auch nichts. Die haben 3 Schaden gemacht und die Possessed haben 10 aufgeräumt, ja. Die sind dann da rein konsolidiert und du hast durchgeschlagen, aber keine Wunde gemacht. Doch, Wunden, Tonnen, ja, ist Wunden, alles ja. abgesaved. Ja, das ist natürlich... Der Panzer ist explodiert, genau, das ist explodiert. einen Schaden gemacht. Da einen getötet, hier einen getötet. Ja, dann punktemäßig. Ja. Keine Gefangen habe ich, sichere 5 habe ich und sichere 6 habe ich hier. Was habe ich schon was gedacht? Dann hast du 4. Ja. Das ist nicht gut. Gut, und dann zieh du mal und wir schauen mal, wie es bei dir war. So, wir haben uns bewegt und die Objectives. Mission Critical die Nummer 3. Das ist da hinten, das ist angenehm. Overwhelming Firepower und das Verdeckte wieder, das noch vom letzten Mal da liegt, da habe ich wieder den Punkt drauf gelegt. Und dann, der ist nach vorne gegangen, der ist auch nach vorne gegangen. Die sind weg und dann schießen wir. Die sind auch ein wenig. Dann gehen wir in die Schussphase. Ja. Wir fangen hier an. Dann können jetzt 3 was sehen. Ja. Und die beiden Snipers wieder auf Beil. Ja, ich mache mir das mal gerade live. Ja, wir machen zuerst die 3 normal. Treffen zweimal. Ja. Wunden nicht. Ja. Dann, ich muss noch mein Canticle würfeln. Ich habe 3 und 4.
Ne, ich würde das wahrscheinlich. Ja, doch. Ich würfle. 3 und 4. Ja. Shroud-Salm und ein unnötiges. Dann die beiden Snipers auf Beil. Einmal. Die verwundet wieder mal nicht. Ja. Die können gar nichts. Die können dann gar er hier rein. Er trifft nicht. Der kann auch gar nichts. Der kann auch nichts. Dann er schießt in die rein. In die Marines rein. Trifft alles. Kommt zurück. Er macht 2 Wunden. 2 Wunden. Er hat Stärke 6. Kein Ja, Rand. minus kein. Nix. Stimmt, einer. Haben wir noch den Sergeant. Dann machen wir den Armiger. Ja. Der macht den Stubber auf den Sergeant und den Rest in Beil rein. Da habe ich immer einen Deck. Stubber. Er will wohl nicht. Der wundet. Doch, der will. Auf die 3. Der will ihn sehen. Nee. Nö. Und dann die Autokanonen. Ja, das ist genau Durchschnitt. Der muss jetzt mal zeigen, was er eigentlich kann. Auf die 3. Das ist schon mal angenehm. Auf die 3. Das ist nicht mehr so angenehm. 5. 4 nur. 4. Wir nehmen einen auf den Akolyten. Der hat ihn. Das glaubst du ja nicht. Ja, mit minus 1 plus 1 wegen Deckung. Nochmal einen auf ihn. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Dann noch zweimal auf Beil auf die 3. Ja, verliere ich 3. Noch viel No Pain. Ja, verliere ich einen. Aber der Akolyt ist gestorben. Das war's dann wohl, ha? Genau, wir sind noch chargen. Ja, nein, ich meine mit dem Spiel. Er chargt Vielleicht. die. Ja, dann kommen wir nach dem Nahkampf also gleich wieder viele Würfel. Ja, wir sind am Ende von Imperium, Runde 3 oder 4? 4, glaube ich. 4, ja. Und du hast Ich mache einen Punkt. die 3, genau. Ja. Was passiert ist, der hat einen getötet und 2 in Response bekommen. Ja. Weil die noch zuvor in den 6 Zoll zum Dark Apostel war, der Und das wäre alle Trefferwürfe gab. Genau, die Possessed haben dem auch 3 genommen und er hat auch 2 Possessed getötet. Ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze abwerfen. weitergeht. Ja, willst du noch etwas abwerfen? Lange Überlegung. War mein Zug 4, Genau. oder? Ja. Dann kommt jetzt dein Zug 4. Ja. Ich lasse das. Gut, die Objectives Wille des Chaos habe ich die 6 gewürfelt, das ist hier. Dann der lange Krieg ist eine Einheit umbringen, wenn es Imperium ist, gibt es W3, wenn ich 3 Imperium töte, sind es 3. Das ist ein Problem. Das W3 und etwas Verdecktes, da hat er auch den Punkt drauf gegeben. Der Dark Post rausgelaufen, die sind hier stehen geblieben, weil versucht wegzurennen. Ja, die sind da rangegangen, also der Marine ist da noch reingegangen. Genau, wir schießen und dann kommen wir nachher. In die Charge Phase. Die Charge-Phase. Schießen gibt es nur den Melter, oder? Ja. Also wir kommen eigentlich nachher. Also machen wir den Melter. Ja, Melter in die Gitarre. In die Gitarre. Trifft. Verwundet. Habe ich gesaved. Ja. Doch, da hat jemand noch eine Pistole. Ja. Trifft. Verwundet. Ja, habe ich. Hast du. Gut, und dann kommen Charge. wir. Genau, der Marine da noch dort rein. Wen? Den Dominus. Ja. Hat er. Das hätte ich mit dem Dark Apostle gebraucht. Und der Dark Apostle da war. Es nicht schaffen. Nein. Ach, der hat es nicht geschafft. Wunderbar. Gut, dann kommen wir in die. Ja, kommen wir zurück nach der Charge Phase. Hier sind nochmal 2 gestorben von mir und der hat noch eine Wunde verloren. Hier drüben ist der gestorben und das war's auch schon. Genau, ich habe Wille des Chaos geschafft und der lange Krieg im Weißen Imperium 1 bekomme ich W3, 2 und das Verdeckt habe ich nicht geschafft. Wunderbar. Ich behalte es aber, genau, ich mache 3 Du bist dann auf 22. Zu meinen 16. Genau, schauen wir mal, was du ziehst in deiner Runde 5 und wir sind nach der Bewegungsphase. So. Ich habe No Prisoners rausgelegt, Overwhelming Firepower und dann habe ich immer noch das Verdeckte. Habe ich wieder einen Punkt drauf gegeben. Hier sind ein bisschen nach rüber geschaufelt, die sind nach vorne, er ist nach vorne und der kommt da nicht raus. Ja. Dann gehen wir in die Schlussphase. Ja, schießt du mal. Wir fangen hier an. 2 können die Possessed sehen. Ja. Oder den Marine, sie schießen auf
Die schießen auf den Marine. Ja. Und die beiden Snipers wieder auf beide. Ja. Auf Canticle noch. Wir haben die 6 und die 5, das heißt, die dürfen einer Trefferwürfel wiederholen. Ja. Die beiden Snipers. Treffen das mal beide. Ja. Jetzt. Wurden beide. Minus 2. Deckung, also auf die 4. Kommt einer durch. Der macht 3. Finger Pain. Kommt 2 durch. Das ist schon mal ein guter Start. Dann die beiden normalen Gewehre auf den Marine. Ja. Treffen beide. 5. Wurden nicht. Gut. Dann machen wir hier weiter. Ja. Plasma auf die Possessed. Mhm. Und die Pistole auf ihn und 2 und 3 auf die Possessed. Ja. Plasma überlädt. Mhm. Darf er wiederholen wegen dem Tentacle. Ja. Treffen beide. Verwunden beide. Ja. Auf die 5. Ja, habe ich beide. Dann haben wir gesagt 3 auf die Possessed. Mhm. 2, 3. Das sind einfach viel Zweier. Ja. Eine Wunde. Mhm. Da verliere ich 1. Dann die Pistole auf den Marine. Die Mhm. trifft. Die verwundet leider wieder mal nicht. Ja, Widerstand 5. Sie wäre Stärke 5. Ja. Da treffen. Aber die machen Wunden zuerst noch. Die machen 3 Wunden auf den Marine. Auf die 3. Da ist er Das tot. ist der Tod. Endlich. Schade. Und dann der Armige Mhm. schießt. Wohin schießt der Amiga? Den Stubber in die Possessed, den Rest in den Bein. Ja. Die Stubber. Zweimal. Zweimal. Wunden zweimal. Ja, auf die 3. Ja, die habe ich. Haben sie. Dann auf Beil. Och, nee. Auf die 3. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Könnte 3-mal. besser sein. 3-mal. Auf die 3. Kommen 2 durch. viel Das sind Pain. 6 Schaden. Ja, habe ich noch eine Wunde. Es kommen 2. Ah, kommt 2 durch. Du hast eine 1 und 2 gewürfelt. Ja, nur einen Gift. Wir schauen uns an. Wir haben nachgeschaut. Das war eine 3. Das war eine 3 und beide hat noch ein Leben. Ja, kommen in die Charge Phase. Ja, der Charge Ja. Beil. Auf die 6. Auf die 6. Auf die 6. Nö. Auf die. Ja. Geschafft. Oh. Hello. Dann die würden gern die chargen. Ja, da kann ich nichts dagegen machen. Haben sie? Ja, das war. Und das alle war's dann. Charges. Und dann fangen wir zuerst hier an, Ja. beim weniger spannenden. Der Sergeant, der trifft einmal. Verwundet nicht. Nein. Ich muss schon was nachschauen. Ja. Ja, wir kommen nach der Fight Phase zurück. Ja, was ist passiert? Beil ist endlich tot. Ja, er hat getreten ihn im worden. Nahkampf Der tot Sachse. getreten. Dann da haben wir einen Possessed getötet. Nein, nichts nichts haben wir gemacht. Dafür 4 verloren. Ja. Der hat aber wieder 2 umgelegt. Ja, die dürfen noch einen Moraltest da machen. Ja, nee. Ne, die haben nur 2 verloren. Meine haben sie. Ja. Und dann Punkte. Ja, Punkte. Ich habe No Prisoners. Ja. Ich habe eine Einheit umgelegt. Ja. Leider keine 3. Ja, 2 hast du, aber 3 nicht. Overwhelming habe ich Ja. auch. Und dann habe ich endlich Kingslayer. Ja. Für wie viel gibt's? Für 2. Also mit plus 1, 2. das heißt, ich mache 4 Punkte. Das ist 5, weil Warlord. Ja, stimmt. Dann bin ich immer noch einen hinten rein. Ja. Du hast noch einen Zug. Gut. So, Objectives, Secure 3 und Secure 1 und immer noch das Verdeckte. Er hat es auf das 3 gelegt, darum bin ich hier auch rausgegangen auf das 3. Dann hier, der ist noch nach vorne gegangen. Ja, Der charge mich jetzt. genau. Charge Phase. Ja, Charge Phase. Geschafft. Geschafft. Prügelphase. Genau, wir fangen gleich mit ihm an. 4 Angriffe. 5 im Charge. Ah nein, 4 im Charge. 4 im Charge. Treffen alle. Stärke 6. Verwunden 3-mal. Einmal. Mit minus 1. Da geht er. Da ist der tot, wunderbar. Gut, und dann war es das schon. Ja, Punkte. Was machst du? Secure 3. Ja. Und ich mache ruhmreicher Aufstieg. Ich habe ein Charaktermodell Ja. mit einem Heretic Astartes Charaktermodell getötet. Und das gibt mir 3. Das gibt einen. Also es gibt nur einen. Ja. Nein. Dann mache ich 3 Punkte. Ja. Gut, dann schauen wir, ob es weitergeht. Ha? Ja. Das brauche ich jetzt. Ich habe angefangen, ich würfle. Es geht weiter. Es geht weiter. Schade. Gut. Nein, das ist nicht schade. Das ist sehr Das schade. ist gut.
Behind Enemy Lines. Easy. Secure Objective 1. Auch easy. Ja, und das Verdeckte. Da habe ich wieder einen Punkt drauf gegeben und wir schauen mal, was da passiert. Wir gehen mal in die Schussphase. Genau, die sind hier etwas gelaufen, die sind hier hingelaufen und der ist dahin. Wir machen die zuerst. Ja. Einer und ein Sniper schießen auf die, weil die sind die einzigen, die sehen. Der Rest schießt auf die. Gut. So, ausgeschossen. Der Armiger hat Einen Marine gekillt. ja, einen Marine gekillt. Die Possess sind noch gegangen. Possess gelötet. Genau, Punkte. Punkte. Ich habe Behind Enemy 1, Ja. Secure 1 und D3 für Supremacy. Mhm. 2, also 3, das Ja. heißt ich mache 5. So, dann bist du bei... Einen mehr wie du. Gut. Ja, Du dann hast noch deinen Zug. ja, schaue ich mal, was ich ziehe. Und dann sind wir zurück nach meiner Bewegungsphase. Ja. Es wäre knapp, es wäre knapp. Deswegen- Ich habe keine Ahnung, was ich noch in meinem Deck drin habe, aber wir werden es sehen. Genau, ich bin bewegt und ich habe gezogen. Ich habe immer noch Secure 1, hatte natürlich den Punkt draufgelegt. Secure 2 und etwas Verdecktes. Ja, dann schauen wir mal. Der Apostel ist gerannt und der ist stehen geblieben. Dann wird geschossen, Wie würde habe ich ich mal gerade sagen. gemacht. Dann schießt er darauf. Genau, alles auf die Skitari. Skitari. Auf die 2, weil er stehen geblieben ist. Und du das Prayer Ja, gemacht genau. hast. Ja. Ja, Und auf den ja. Dreier. Sind das 5 mal mit minus 1. 5 mal auf die 5. Da gehen 3. Ja. So, wir haben noch einen Moraltest und dann sind wir fertig. Haben Sie? Schade, Mit dann der 2. mache ich nur Secure 2. Jawohl. Ja, dann gibt es bei mir noch... Willst du noch was abwerfen von denen? Ich werfe die 1 natürlich ab. Ja. Und das andere behältst du. Ja. Und Und... dann würfelst du, ob es weitergeht. ja. Nein. Nein, Es ist fertig. du kriegst aber noch einen wegen Behind Ja. Enemy Lines. Und dann habe ich einen mehr. Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Gutes Ja, Spiel. gutes Spiel. Das war knapp. Ja, wir kommen nachher zurück zur Endbesprechung. Schluss. Ja, Schluss. war wirklich knappes Spiel. Ja, was hatten wir? Ich hatte 27 zu 26, oder? Ja, ein Punkt mehr wegen Behind Ein Punkt Enemy mehr wegen Lines. Behind Enemy Lines. Ja. Hätte der den Rennmove, wäre dann Ja. 3 Zoll mehr Trick abgebraucht, dann hättest du einen Punkt mehr. Ja, Weil du hättest oder- das Objective gehabt und Und Ding. auch Behind Enemy. Oder du hättest den Moraltest, dann hätte ich auch ein Objective noch geschafft. Das Dann verdeckte. wäre es Gleichstand gewesen. Ah nein. Doch, dann wäre Gleichstand gewesen. Nein. Stimmt, dann wäre Gleichstand. Doch, dann wäre Gleichstand gewesen. Das Ja. wäre auch gut gewesen. Mhm. Nun, Ja, was hat funktioniert, was nicht? Ja, weil es halt gegen Fahrzeuge, die noch überleben, etwas blöd, weil er Ja. überhaupt keinen Schaden mehr macht. Und wenn all seine gebufften Einheiten in der Nähe schon tot sind, ja, Ja. macht halt nicht mehr so viel. Nee. Aber ja, man hat den Buff schon gemerkt auf Ja. den Er ist 10er immerhin Trupp nicht Marines. so teuer. Genau, das ist 90 Punkte. Ah, ist okay. Und er hält schon ziemlich viel aus für 90. Er hält sich um D3 und er hat einen 5er Feel Pain. Kein Rettungswurf, aber Ja. trotzdem. Auf Ich den muss Decken. sagen, er ist sehr gut geworden. Mir gefällt der neue Wein. Ja. Ja. Ich habe den recht mühsam gefunden. Ja. Der Arme hat irgendwie 3 Runden lang auf dem rumgeschossen. Ja, in der Tat. Das ist auch, wer der eine Runde früher gestorben hat. Ich Kingslayer schon gehabt, Ja, das stimmt. aber der wollte nie sterben. Ja, genau. Ja. Aber Top-Units. bei mir, ja, die Chain Cans waren schon gut. Die haben Das ist da immer eigentlich die gut. ganze Flanke aufgeräumt. Ja. Ja. Die Possess waren natürlich auch gut, aber Possess Ja. sind halt immer gut. Und vor allem mit +1 Stärke, die sie durch Creature of Bayern +1 Ich meine, wie die den Dune Rider einfach zerrissen haben. Ja, Widerstand sagt, 10 Schaden. sehr geil. Ja, was? Der hat noch 4 Leben. Ja, na dann tot. ja, und was gibt's noch? Der Meltanei konnte jetzt nicht so. Nein, ja. Also er hat schon das gemacht, was er gemacht hat, aber er Ja, ist halt das- dann gestorben. ja. Ja, der ist etwas zu schnell. Das hat mich gegangen. immerhin all meine Kommandopunkte gekostet. Das stimmt. Ich meine, ich hatte Zug 2 keine mehr. Ja, und ich war natürlich richtig intelligent und habe erst wo ich nur noch einen Kommandopunkt hatte, daran gedacht, dass ich auch 5 plus Kommandopunkte zurückkriege. Immerhin hast du den gerade zurückbekommen. Ja. Das war gut. Aber wahrscheinlich hätte ich noch 2 mehr Ja. gehabt. Das hätte sicher noch ein bisschen geholfen. Ja.
Ja? Dann bei mir muss ich sagen, der Helverin. Am Anfang, oder sagen wir mal bis zur Mitte vom Spiel, du dumme Sau. Warum kannst du nichts? Ich meine, der hat irgendwie dem 3 Schaden gemacht, dann dem keinen Schaden, dann Beil keinen Schaden. Eigentlich ist er nur ein Held vom Spiel, weil er der Einzige ist, der überlebt hat. Das stimmt. Wichtigen Sachen. Wäre der wahrscheinlich gestorben? Dann hätte ich nichts so gemacht. Auch meine Armings haben auch gar nichts gemacht. Nee, die sind einfach... Ja, ich hätte mit dem nicht noch einchargen sollen. Ja. Das hat, lieber safe and sorry, aber... Ja. Dann die Skitari. Ich wusste natürlich auch nicht, dass die Knights zurückschlagen können, wenn sie eben sterben. nur die Imperialen. Und man merkt halt schon mehrmals so, manchmal zieht man gut, manchmal wirft man gut mit der Punktzahl. Mal hattest du irgendwie 7 Punkte mehr wie ich und dann konnte ich es halt aufholen. Weil ich und auch dann kann man irgendwie durch ein Objective 5 Punkte machen. Oh ja. Ich meine, wir freuen uns auf die neuen Missionen. Ja, eben. Halt die fraktionsspezifischen sind meistens dumm, so wie auch das. Eine Imperiumseinheit, D3. Ja, genau. Ist auch einfach grandios. Ja, hätte ich das früher gezogen, hätte ich wahrscheinlich 3 plus W3 gemacht. Ja, das wäre auch ein Problem gewesen. Genau, aber ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr irgendetwas noch habt, das wir verbessern können, was ihr gern hättet, ob ihr vielleicht das Würfen noch sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr es gerne so nur mit dem am Ende der Runde Phase, und vielleicht noch 1-2 Mal würfen? Genau. Wenn Gilliman Magnus fight, dann würfen wir das natürlich. Ja, schreibt es mal. Wir sind am Ausprobieren. Ja. Das war unser erster Battle Report hier. Wir hoffen, hat gefallen. Ja, und hoffentlich auch viele mehr. Noch einmal 8. Edition, habe ich gehört. Und dann kommt schon 9. Genau. Ja, dann sehen wir uns. Auf wenn es wieder heißt, Weltenspiel.